das Lehrer, wir können auch sagen, das Gemeindelehrer von dieser Kjoakj, wo das passiert, wie eurig er war. Wie ein Wort, da war am Sabbat, wo Jesus das getan hat. Nu. Und das Tag, da wir nicht schaffen. Wenn wir in Gottes Wort lesen, im Alten Testament oder im Neuen Testament, dann wollen wir an, wo sei Gott darauf checken, was wir Menschen denken tun und was wir Menschen tun. Alle schlechte oder gute Dinge, wo wir Menschen an denken und was wir tun, kann nicht bloß plötzlich an uns fahren oder ganz auf Deutsch. Ich will das oder. Ohne das Bedenken stelle ich mich nur seine Heine vor. Das ist nicht so hastig. Irgendwo habe ich Gedanken erst und dann tue ich die Dinge. Und das Bedenken gebe ich nicht auf einmal hastig wie nur 20.000 Peso und das ich Ursache habe dafür. Das passiert nicht. Die meiste Zeit tun wir Menschen nicht plötzlich Dinge, wo wir vorher Himmel angedacht haben. Das ist ganz hastig hier, das ist, was Jakobus sagt, an Jakobus Kapitel 1, Vers 14 und 15. Aber ein Mensch wird versorgt, wenn er von seiner eigenen Weise Last mitgereden wird. So hier handelt es sich das, wenn ein Mensch sündigen hat. Der wird von seiner Beiselast mitgereden. Von der Beiselast, wenn der Beiselast sich erst festgesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn getan ist, bringt sie den Tod. Das ist dort eigentlich der Lohn für was der Mensch getan hat. Und das sagt uns, dort euer wie eine Sendung, habt dort in unseren Gedanken noch eine Zeit gearbeitet. Einige sind vielleicht länger, einige weniger. Und wenn wir das glauben, dann wollen wir bald dazu kommen, dass wir zugeben machen, dass wir nicht andere die Schuld geben können. Für was immer gut oder schlecht ist, wie gedonen, donen oder donen worden. Wenn wir im Neuen Testament von den vielen Wunder lesen, die Jesus an den Menschen tut, dann sehen wir, dass die Menschen vielmals von der wenigsten, dass die Menschen vielmals von der wenigsten 3 Dinge losmerken tut. Von ihrer Sinn, und von ihrer Krankheit, und von Beese Jeista. Da der Mensch einmal an die Krankheit gebracht hat. Unsere Gedanken, Sinnen, die Beese Jeista, Krankheit und Sterben, können alle mit ein verbunden sein und erst irgendwie mit ein verbunden. Aber wir wollen noch tauschen, nicht alle Krankheiten haben direkt mit Beese Jeista oder Sinnen zu tun. In Markus 4, Vers 1, durch 2 lesen wir von einem Mann, der dort sehr besessen wird. Und das ist, was er sagt. Und sie kamen nur der andere Seite mehr an die Gardereine ihrer Gegend. Und als er aus dem Lamm stieg, Jesus, kam am Fuß ein Mensch von der man die Gräber entgegen, der von einem unreinen Geist besessen wird. Und wenn wir dann wieder gehen, sehen wir, dass Jesus am Frieden macht. Aber vor dem sehen wir auch, dass er eine Unterhaltung mit dem Menschen hat. Oder eigentlich, besser gesagt, er hat eine Unterhaltung mit dem Jeista an diesem Mensch. Tausende Jeista. Was an diesem Mensch schwer angekommen. Dieser Mann hat diese Jeista an sich angelassen. Und das ist interessant,
Die Geschichte sagt uns nicht, wo das angefangen hat, wo das gedonen hat, aber durch was das gekommen wäre. Was Jesus hier bloß sehr, sehr wichtig wäre, dass das Mann von dieser Jeista losgeworden wird. Und er mir kommt frei. Das Mann, nur ein Jude oder nicht, war durch Gott frei. Und er ging nur all die 10 Städte und verteilte den Menschen, was Jesus an ihm getan hat. Wenn ihr dort lesen, dann war wir an, dass diesen Mann den Jahr von nu wieder an bei Jesus zu sein. Er will mit Jesus mitkommen, weil der hat ihn frei gemerkt und er wird so froh. Aber Jesus sagt, go und verteil andere Menschen dort ist. Und er dort, und er ging an die 10 Städte nennen, wo da ein bisschen so taub wird. Und da verteilt er den Menschen, wer Jesus wir Worte deit und eigentlich sozusagen, er braucht das Evangelium durch nur den Menschen. Aber wir haben viele Beispiele in der Bibel auch, wo glaubende Juden von schlechten Jeista besäten werden. Wir müssen hier auch verstehen, dass besäten nicht meint, dass die Beise Jeist oder die Beise Jeista den Menschen dann ihnen tun. Die haben sich dort durch die Person ihre Gleichgültigkeit zu sein, gestohlen und dann festgesagt. Aber sie ihnen den Menschen nicht. Gestohlen. Und jetzt mal ist nur die Kjoakj fahren und je luten jene der op. Und in ein Stelle kommt man und nimmt sich all jene Sachen mit. Das meint nicht, dass die Stelle nu jene Hus ihnen dat oder die Sachen ihnen dat. Die haben bewusst nehmen können, die sind schlupmäßig gewesen, die haben die der aufgeladen. So sind es viele Dinge, wo wir als Christen uns sehr leicht aufmerken können, für einen schlechten Geist, dass der an uns kommt. Im Fernsehen glaube ich, wir können das kontrollieren. Wir wollen bloß hier ein bisschen anchecken, wir wollen ein bisschen mit das schaffen, wir wollen hier ein bisschen uns Üben lassen, tun, was die hier sein wollen. Und da wird uns nicht wieder boden. Aber weißt du was? Dann merkt wir auch, dass die schlechte Geist nennen kann. Und die wird immer wieder an uns Schulden anrechnen, als was wir wollen haben, das ist all. Und unsere eine Erfahrung lehrt dort, dass wir dann den Kontrolle verlieren. Was wir lernen in Tauschstunden ist, dass Gläubige kennen um viel fürs Glauben sein. Ich will Ihnen 3 offene Deren wiesen, wo Menschen, die stolz sind, den bösen Jes, die der auch mehr. Und das sind Dutzende Millionen, die das getan haben. Der Bruder Petrus am Neuen Testament. Er merkt auf einmal seine der ob, dass der schlechte Jes in ihm nennen kann, sodass er Jesus verlegen hat. Er sagt zu den Menschen, ich kann den nicht. Er schämt sich für Jesus. Die schlechte Jes, die können an ihm arbeiten, dass er Dinge sieht, was er selbst glauben hat. Die Gottesfurcht hier im Alten Testament. Die haben auf einmal bedauert, dass Gott nicht reich behandeln hat. Die dritte, sehr interessant, die kann ich auch haben im Alten Testament, als ein sehr klares Beispiel. Wo möchte er der auf? Dadurch, dass er eine Frau nahm von manchen Völkern, wo eine sehr schlechte Frau war, sehr sündhafte Frau, der hat viele Propheten, falsche Propheten, und sie deuten, aufjatter deinen, und nu das kann ich, die geht nur die Früh und befreit sich, mit die nimmt die aus einer Früh und bringt die an Israel nach. Weil ihr da das eine sehr große der aufgemerkt, nicht mehr bloß
für diesen König, aber da wir ein großes Aufmerksamkeit für das ganze Volk Israel, wurde da ein sehr, sehr großen Schuld gekriegt. Wir lesen in Johannes Kapitel 8, Vers 31. Aber alle ich das lesen, da lasst mich bis sein, Vers 32 ist ein sehr bekannter Vers, wo das sagt, dann wollt ihr weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihr frei machen. Jesus redet hier von Menschen wirklich frei sein. Das einzige Problem hier ist, der Vers fängt mit dann an. Das meint, Jesus hat eine Ferienvers all von demselben Thema geredet. Und wir wissen uns nicht, was sich dort an den 31. Vers, was durchgeschrieben ist, von was sich dort durchhandeln hat. Und hier ist das. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm geglaubt sind. Kann ihr hören? Das sind Juden, die glauben an Jesus. Er sagt an, wenn je bei die Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Jünger. Das macht Jesus so sehr klar. Diese Juden, die glaubend geworden wären, dort wären Christen, würden wir von der sein. Jesus sagt, wenn die bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Jünger. Verfall, 100%. Dann nur Vers 33. Und sie sehen haben, wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du sein, die sind freigemerkt worden? Kann ich hören, wo das hier ganz jeden andreht? Und das ist das beste Beispiel von der Bibel, wo wir sehen, dass Menschen blind sind und dass sie das nicht mal antworten. Das Volk Israel wir vor 70 Jahren in Babylon gewesen, wurde daheim geschlafen, wegen ihrer Sünden, wegen Aufgaben anbeten und die Deinen und was immer haben, in Gott rein ganz verloren. Sie waren viele Jahre unter den Ägypter Sklaven gewesen. Und nun habe ich noch das. Das Volk Israel wir dann groß, zu der Zeit, als die Juden das zu Jesus sehen, versklavt an der Römer. Und sie sehen, wir sind noch niemals versklavt gewesen. Das ist ein Bild von wirklich blind sein. Und hier ist ein Ding, was ich wünsche, was wir können am Denken holen. Das ist scheinbar gefährlich, ja, wieder versklavt zu werden, als wenn wir stolz sind und sagen, wir können als Christen nicht versklavt werden. Wir können nicht von Beise Jeista besessen worden oder besessen sein. So, wo kommen schlechte Jeista an den Menschen an? Besonders an diese glaubenden Christen. Und Vers 34, Jesus sagt an, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer du sündigt, ist und die sind versklavt. Hier ist nicht ein Ding, was der Bruch ausgelegt worden. Jesus sagt bis ganz sehr dreist. Wenn die sündigen, sind die und die sind versklavt durch keine andere Frau. Dann sagt er, ein Sklav bleibt nicht ewig am Haus. Die Sehen aber bleibt ewig. Deswegen, wenn die Sehen jün frei merkt, sind die wirklich frei. Er redet hier von gläubigen Menschen. Und nicht unbedingt von Bekehren. Er redet hier von gläubigen Menschen, die können frei werden. Ja, wir wollen auch frei, wenn wir uns bekehren dann. Aber das von Jeista, in das Thema, das passiert an bekehrte Menschen. Wir wissen alle die Geschichte von Johannes 5, von dessen Mann, wo er 38 Jahre am Wuter liegt und der war niemals gesund. 38 Jahre krank. Als Jesus diesen Mann gesund gemerkt hat und er am Luther Wasser traf, sagte er ihm in Vers 14, kick dir mal, du bist gesund geworden, du nicht frisch sündigen, dort die
nicht, was eure traf. Ein anderer wird, merkt ihr nicht, was er frisch für einen schlechten Jesu, merkt ihr nicht, was er frisch für irgendeinen Sinn ob? Wie du kannst, war er krank worden. Er konnte sterben an der Krankheit. Aber er wird nicht gesund geworden. Jesus hat ihn gesund gemacht. Und Römer 6, Vers 16 sagt Paulus zu den Christen in Rom. Weißt ihr nicht, dass wenn ihr jünt, wem hingeben zu deinen, dass sie dann dem sind Knecht sind, den die gehorchen entweder der Sinn, der zum Tod führt, oder der Gehorsam, der jünt mit Gerechtigkeit belohnt? Beide Dinge. Wir als Gott seine Kinder haben die Macht zu entscheiden, für wem wir uns aufmerken tun. So dass nicht, dass Gott uns dort anwarigen wird. Dass wir Menschen freiwillig. Noch einer Slä. Dass wir nicht andere Menschen. Wir müssen uns selbst verantwortlich halten. Noch eine Schrift steht, wo uns das sehr klar merken, dass Christen von Beise Jeista besessen sind, als in Lukas Kapitel 13, Vers 11, der sagt hier. Und hier ist eine Frau, die 18 Jahre von einem Beisen Jeist besessen wird. Das ist besonders euch. Heute wurde wir. Die verkrepelt hat, dass sie sich allmählich abrichten können. Das wird ab ihrens euch. Aber als Jesus sagt, raubt er nur sich. Und hier bloß ein Ding, was wir hier bemerken können. Diese Frau wird nun all so lang besessen gewesen von einem schlechten Geist. Sie hat ein Verlangen, davon loszuwerden. Aber das andere wird all, ich glaube, zu schwach. Und Jesus der sagt, dass diese Person, diese Frau, die muss gehalten werden. Und er wacht nicht bei der ich Frau und der Haar, kostet mich gesund mehr und was du mich gesund mehr und ich hole das nicht länger aus. Er sagt, und da sagt hier, der Herr, der raubt nur sich, nur arm. Und sagt er, früh, du bist von deiner Krankheit los. Das wurde früh also sehr nur gewusst werden. Aber das wird nicht alles. Das Lehrer, wir können auch sagen, das Gemeindelehrer von dieser Kjoakj, wo das passiert, wie eurig er war. Wie ein Gott, da war am Sabbat, wo Jesus das getan hat. Nu. Und das dachte wir nicht schaffen. Und nun wird Jesus kommen, diese früh gesund mehr, nach 18 Jahren krank gewesen. Und nu habe ich nur das. Vers 15. Der Herr sagt zu ihm, du Heuchler. Und hier sei wie diesen Lehrer sehen, hört wirklich. Der geht nicht die Früh rum, der geht nicht die Menschen rum, der geht sich was rum. Er wird der Auge seiner Mensch. Er sieht, was reich wird und was unreich wird. Und dann sagt Jesus zu ihm, der nicht ein jeder von jenen sein Ass oder Esel Sabbat im Stall nehmen und zu Dränk laden? Soll diese Früh, nu horcht, Abraham seine Tochter, die 18 Jahre vom Sultan geboren ist, dann nicht am Sabbat von ihrer Krankheit gelöst worden? Mag was Jesus sagt, Abraham seine Tochter. Und die wollen vielleicht fragen, wo wisst Jesus, dass das Abraham seine Tochter wäre? Antwort, willst dich leben. Paulus hat es sehr klar, wohnt Juden werden und wohnt nicht Juden werden. Er sagt in Galater 3, Vers 7, Doran habe ich seinen, Abrahams seine Kinder, wären die Geleibten. Und dann sagt er in Galater 3, Vers 29, und wenn wir Christen angehören, wenn wir Christus angehören, dann sind wir Abrahams ihnen nur kommen in Orben, so als Gott versprochen hat.
Dort sind Abraham seine Nachkommen, dort sind die Juden, dort sind die Hebräer, dort sind Gott seine ausgewählte Kinder. Durch den Glauben. Und dann lesen wir Vers 17. Und als er das gesagt hat, mussten all seine Jene sich schämen. Die Kirchenlehrer und all die auf seine Schuld sahen. Nun wissen sie nicht, was sie sollen jeden an sein. Das ist früh wie eine frei. Und wir weiten, wir haben einen Gott, der uns wirklich frei machen wird und will, wenn wir mit uns dort zu tun haben und wir frei wollen. Und wir können so frei werden, dass wir nicht mehr Angst haben vor Menschen, dass wir nicht Angst haben vor Gott, dass wir keine Angst mehr haben brauchen. Und das ist sozusagen die zweite gute Nachricht für uns Menschen. Ich will noch eine Schrift lesen. Das finden wir in Jeremia 7, Vers 8, durch 10. Das ist so direkt gesagt, was Gott zu den Kindern Israel sagen wird. Horcht einmal, die verloren sind ab Lehren, was nicht so sind und was nicht halten. Die stehlen, die bringen Menschen an, die holen dort nicht bei, mit denen die befreit sind, die geben ein Versprechen und holen dort nicht, die mir ein Opfer verbal und fremde Jätter, die nicht bekannt sind. Und dann kommen die an das Haus, so dort man das nu am Tempel nennen, dann kommen die an das Haus, dort meine Namen haben und schon für mich und sein. Uns wird auch nicht schworen, wenn die doch abschäselige Dinge tun. Wir sagen einmal, und dort als Reich, das ist bloß ein Gebiet, wo wir taub kommen. Aber wir haben eine Bedienung. Wir kommen hier nicht bloß wie ein Taub. Wir haben einen Sinn, dass wir hier taub kommen. Dann. Wenn wir in ein Krankenhaus brauchen wollen, um unsere Sünden auszuplagen, tatsächlich merken oder totdagen, dann soll wir daran denken, dass Jesus sogar am Tempel ging und dräufte verhechelte, schlechte Menschen durch. Das ist nicht ein Platz, wo wir uns dort tun sollen. Dort gab überhaupt keinen Platz, wo wir dort tun sollen. Was es aber auch meint ist, so als Jesus in Jerusalem den weltlichen Tempel von Holz und Steinen mit ein Eva und Gewalt utriemen hat, so will er uns als ein Tempel, was seine Wohnung ist, mit seiner großen Leib utriemen und uns wirklich frei machen. Und das meint Christen frei machen. Unsere Arbeit dann ist, wie unsere der Apostel und nicht den weisen Jeist, der ein Stehler und ein Mörder ist, an die selbste Wohnung war da prägnant. So, wir als Christen haben dort in unserer Macht, Gute zu planen oder Schlechte zu planen. Und dort wird Kriegsos dort utkommen. Wenn wir über nicht kennen, wird wir über nicht kennen, erst Gott nachher für das Schlechte beschuldigen. Wir können nachher auch nicht andere Menschen beschuldigen. Wenn die uns so kennen, gewasset verleiden, wie wir an der Entscheidung, ob wir das wollen tun oder nicht tun. So zum Schluss, ich wollte bloß das sein. Ich glaube, wir Menschen als Christen sollen das tun als ein von den wichtigsten Dingen. Menschen zu helfen, dass die von der Beise Jeista loskommen, wenn die selbst nicht kennen, wenn die selbst all zu schwach sind. Dass die loskommen von allerhand angebildete, fähige Dinge, die da leer sind, wo da sehr viel Trouble mit uns Deutschen ist. Dass wir sehr viele Dinge haben, wie sagen, oh, wenn das ist dort, dann bedeutet das, nicht? Das ist uns aufmerken für den schlechten Jes, uns allerhand Dinge anzugeben, die leer sind. Und dann hast du eine höhere Möglichkeit, gesund zu werden, zu leben zu werden und sogar ein höheres Alter zu erreichen. Wollen wir beten. Uns Vater, wir danken dir, dass du uns lehren lässt, dass du der Gott bist über alles. Aber dann, Gott, danken wir dir auch, dass wir können lernen, dass wir selbst von Entscheidungen machen. Und dass wir die nicht beschuldigen können für die schlechten Dinge, die passieren. Die hast du nicht an der Welt gebracht.
En du warst da met handel en du handelt zo. Du hast van jeher met gehandeld. Wir danken dir, dass wir kan fri worden. Wir danken dir, dass wir so viele Bilder zijn van die Herr Jesus, wo du die Menschen fri mehr anweist. En allemaal waren van de slechte Jeista, wat aan de mensen weer. Deze Jeista, die wordt angst. Die willen aan de mensen band blijven, die willen aan de gegend blijven, waar haar u Duits uitdrijven en wegdrijven. Dus we danken die haar en we danken die dat we van die dag nog allemaal weer leren kunnen. Dat u de haar best, maar dat we een entscheidung te maken hebben om dienen willen te doen en dat we kan vrij voor die zijn, zoals u ons als vrij gemaakt. Dus we danken die im Namen Jesus. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat u die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van jou in Diestenis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in Best wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Tag 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wohl schlecht Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wohl gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr on YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wohl subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.